Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Panorama, moderiert aus Bern. Heute schauen wir uns die zwei folgenden Themen etwas genauer an. Vom Fernsehen auf die Bühne und ein Hinrundenrückblick vom BSC IB und dem FC Thun. Mit einem grossen Sprung ist es für Herr und Frau Schneuli vom Fernsehen auf die Theaterbühne vom Theater Matta gegangen. Warum genau das Theater das Richtige ist und wie es hinter der Kulisse aussieht, das hat Patrick Schmed für uns herausgefunden. Herr und Frau Schneuli sind sehr ein progressives, offenes Paar. Auf den ersten Blick sind sie eher vielleicht ein bisschen bieder, aber eigentlich haben sie sehr einen offenen Mindset und man kann sie eigentlich in jedes Setting löken. Mit genug Aufmerksamkeit kommen sie eigentlich überall her. Das Theater Matta ist ein Mundarttheater und da passen Herr und Frau Schneuli perfekt rein. Das ist sozusagen jetzt ihr neues Zuhause für die nächsten paar Wochen. Die Herausforderung war, dass man die Tonalität der Serie irgendwo versucht zu adaptieren für die Bühne. Also, dass man die Leute, die die Schneulis kennen, irgendwo dort anknüpfen kann. Die Serie funktioniert eigentlich so, dass man improvisiert. Also, das ist in dem Sinn ähnlich wie ein Dokumentarfilm. Man sammelt ganz viel Material und verdichtet das nachher im Schnitt zu einer Geschichte. Jetzt hier hat man in dem Sinn ja den Prozess vom Schnitt nicht und da hat man jetzt wie voran definieren über Textausarbeitung und Proben. Und wir haben versucht mit der Idee, dass Schneulis ein Theaterstück auf die Beine stellen, also eigentlich Theater im Theater erzählen, haben wir versucht, die Authentizität, die wir in der Serie verfolgt haben, ja, auf die Bühne zu bringen. Ehe ist einfach, das ist mehr so trans-buddhistisch. Eine Ehe ist kein Anfang, eine Ehe ist ein Zustand. Am Anfang bist du trotzdem nicht da. Ich bin halt der Kerl. Sag ich doch. Braucht es da den Regisseur sehr stark, der involviert ist, oder wie ist deine Rolle? Was toll ist, dass die zwei Spielenden die Figuren schon in- und auswendig kennen. Also wir sind schon seit 10 Jahren fast unterwegs mit diesen Figuren. Das heisst, diese Figurenentwicklung braucht es eigentlich nicht mehr. Die kommen sehr schnell in eine Dynamik rein. Ich sehe mir meine Aufgabe, halt irgendwo einen Rahmen zu geben, dass man die Routine bekommt, oder die textliche Routine, dass man irgendwo in Rhythmus kommt, dass es auch irgendwo technisch abgefedert ist. Aber dort geht es auch darum, ein bisschen Kompetenz abzugeben und das zu übergeben, weil die Figuren ja in sich eigentlich recht stimmig sind und schon sehr gut funktionieren. So, alle! Die erste Hälfte der Fußballsaison 2024-25 ist vorbei. Während der FC Thun sich Wintermeister nennen darf, muss sich der BSC IB mit Platz 9 zufrieden geben. Der etwas anders Rückblick von Manuel Moser. Das war sie also, die erste Saisonhälfte für die Young Boys sehr super und für den FC Thun eine Challenge League. Doch wie ist es gelaufen? Was hat es reden gegeben? Und welche Spieler oder Zahlen sind rausgestochen? Der BITS spezielle Rückblick liefert die Antworten. Tabellenführer, ole ole, Super League wird kommen. Ja, das habe ich früher auch schreien können. Die Hinrunde ist aber überhaupt nicht gelaufen. 9. Sieber. Es ist zum Verzweifeln. Bitter, bitter. Aber der Wintermeistertitel für uns ist auch nur die halbe Miete. Was mich besonders freut, ist, dass wir daheim in der Stockhorn Arena richtig stark waren. Nicht nur ihr. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen sind wir genau gleich heimstark gewesen. Ja, der Trainerwechsel hat definitiv was gebracht. Wir haben übrigens gerade auch mit unserem Trainer, Mauro Lustrinelli, verlängert. Super Sache. Wer kommt jetzt eigentlich bei euch auf die Trainerbank? Puh, schwierig. Von IB selber sagt niemand was. Es gibt aber einen Haufen Gerüchte. Weißt du dafür, was kein Gerücht ist? Wir haben zusammen mit Etoile Carouge am meisten Goal geschossen in dieser Hinrunde. 32 Töpfe. So viel haben wir fast bekommen. 29 Mal hat es eingeschlagen im Goal. Das ist der drittschlechteste Wert der Liga. Aber auch offensiv ist es nicht gelaufen. Puh, immerhin seid ihr anders als wir gegen GC im Cup weitergekommen. Ja, stimmt. Dafür ist der Champions League richtig schlecht gelaufen. Ich habe es mitbekommen. 6 Spiele, 6 Mal verloren und 22 Gegengol bekommen. Aber immerhin spielen wir international. Ja, haben sie Thun vor 20 Jahren auch einmal. Aber leben das Thema.
Wer ist bei euch eigentlich am meisten auf dem Feld gestanden? Hey, bei so vielen Verletzten, die wir hatten, gar nicht mal so einfach zu sagen. Aber ich glaube, der Filip Ugrinic und unser Goalie, der Devu, sind beide auf über 2000 Minuten gekommen. Da kann unser Spitzenreiter, der Leonardo Bertone, nicht mithalten. 1700 Minuten sind es bei ihm. Aber ihr habt ja auch 28 und wir nur 19 Spiele gehabt. Dann habe ich gehört, dass ihr ein bisschen disziplinierter seid auf dem Platz. 5 rote Karten haben wir bekommen. Und mit dem Cedric Kitten haben wir auch den Spieler, der am meisten Fouls für die Liga begangen hat. Rote Karten haben wir übrigens gar keine gehabt. Dafür hat der Marco Bürki 7-mal Geld geholt. Auch wenn es Liga Bestwert. Ja, sag, welches Spiel ist dir am besten in Erinnerung geblieben? Ja, es sind 2 Spiele. Zuerst haben wir Anfang November Stade Lyonnais mit 6-1 aus dem Stadion geschossen. Und die Woche darauf haben wir gerade im Spitzenkampf gegen Etoile Carouge gewonnen. Und bei euch? Dort sagen es 3-2 gegen Basel Ende Oktober. Das war sehr cool. Seit dort haben wir nämlich nur noch einmal verloren. Und das 1-0, also die Niederlage gegen Inter Mailand, wo wir eigentlich gewinnen hätten müssen. Also, doch nicht alles so schlecht, wie du am Anfang gesagt hast. Ja, ich bin froh, läuft es wieder besser. Und die Konkurrenz ist zum Glück auch nicht fähig, um davon zu ziehen. Darum ich bin gespannt, was die Rückrunde noch bringt. Ja, verständlich. Ich hoffe auf eine ähnlich gute Rückrunde und auf den Aufstieg. Und das sehen wir uns ja bald, vielleicht schon in der Super League. Hopp Thun! Ja du, wäre cool. Hopp IB! Jetzt gebe ich noch kurz ab ins Studio zum Matthias Mast. Er erzählt euch, wer sein heutiger Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» ist. Satiriker ist er, Liberaler, Provokateur, geächtet worden. Was kann man alles aufzählen zu dir? Globi, Kasper, keine Ahnung. Nein, also man kann es kurz sagen. Der Andreas Thiel ist mein Gast. Das war es wieder vom Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr wie immer auf plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt übergebe ich noch zu den Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, die euch sagen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Von mir war es. Ich wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Das ist das Wetterupdate vom Mittwoch. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Heute haben uns feuchtere Luftmassen erreicht, sodass wir eine veränderliche Mischung aus Wolken und Sonne hatten. In den nächsten Tagen gestaltet sich das Wetter dann dynamischer. Morgen am Donnerstag erfasst uns ausgehend von einem Tief über Nordeuropa eine Kaltfront. Und hinter dieser Front erreicht uns am Freitag deutlich kältere Luft. Im Süden stellt sich eine stürmische Nordföhnlage ein. Der Donnerstag gestaltet sich wechselnd bis stark bewölkt. Am Vormittag wird es zunehmend nass. Am Nachmittag geht es auch zeitweise mit Niederschlägen weiter. Die Schneefallgrenze liegt zuerst noch auf rund 1700 bis 2000 Meter und sinkt am Abend unter 1000 Meter. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte von 7 bis 9 Grad. Im Flachland bläst mäßiger bis starker Südwestwind, auf den Bergen stürmischer Südwest- bis Westwind. In der Nacht auf den Freitag geht es nass weiter. Am Freitagvormittag gibt es vor allem im Oberland noch ein paar Niederschläge mit Flocken ab rund 500 Meter. Im Flachland ist es mehrheitlich trocken. Im Tagesverlauf lockern sich die Wolken zunehmend auf. Der Samstag gestaltet sich wechselnd bis stark bewölkt, aber meistens trocken. Am Sonntag und am Montag ist es dann allerdings zeitweise nass und windig. Die Schneefallgrenze liegt am Sonntag zuerst noch oberhalb von 1000 Meter und sinkt bis am Abend auf rund 700 Meter. Am Montag schneit es bis in tiefe Lagen. In den tiefsten Lagen bleibt es aber voraussichtlich bei Schneeregen. An Heiligabend gibt es dann vor allem im Oberland noch gelegentliche Niederschläge. Und damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.